Ich bin der Theo Hartl vom Münchner Kindelsenf und ich möchte ein bisschen was erzählen über unsere Firmengeschichte. Meine Familie macht Senf seit 1920. Meine Vorfahren waren Metzger am Viktualienmarkt. Und weil mein Urgroßonkel den besten Senf gemacht hat, haben die Nachbarn gesagt, machen doch für uns mit. Und so hat sich das entwickelt, dass Münchner Kindelsenf dann so nach und nach in München in die Gastronomie und auch am Viktualienmarkt sich verbreitet hat. (1970 rum ist die Metzgerfamilie, Viktualienmarkt-Metzgerfamilie ausgestorben. Mein Großvater hatte 8 Geschwister, davon waren 3 Metzger, aber die hatten alle keine Kinder. Mein Opa war der Jüngste und auch der Ärmste. Alles, was übrig geblieben ist, war das Senfrezept. Und das war der Grund für meinen Vater, Senf herzustellen und eben das Geschäft weiterzumachen, die Viktualienmarkt, Ratskeller, Bahnhofsgaststätten, Dallmayr und so weiter zu beliefern. Dass wir jetzt wieder einen Stand am Viktualienmarkt haben, das war eigentlich der Traum meines Vaters, wo ich im Nachhinein sagen muss, da war ich auch ein bisschen Erfüller meines Vaters Träume, aber ich konnte mich da ganz schnell mit rein vertiefen und das zum eigenen Traum auch machen. Aus der Geschichte heraus war Senf natürlich das einzige Würzmittel unserer Breiten. Es gab kein Pfeffer und man hat mit Senf gewürzt. Senf ist auch ein Heilmittel. Senfumschläge, Senf regt die Verdauung an. Also Senf gehört zu unseren Breiten. Dass wir in Deutschland Senf eigentlich nur aufs Würstel essen, das hat sich so entwickelt, aber es ändert sich, glaube ich, gerade. In Frankreich gehört Senf zum Kochen, die verschiedenen Senfe. Auch wenn wir jetzt die Fruchtsenfe machen, Mango, Feige, Orangensenf für Käse, schmeckt super in die Salatsauce. Orangensenf zum Marinieren von Hühnern, einen Tag vorher marinieren und dann braten. Das sind alles tolle Sachen, die man bis jetzt eigentlich so nicht gekannt hat. Und das macht Spaß, auch damit zu experimentieren. Uns fällt jeden Tag was Neues ein. Zuerst war natürlich traditionell der süße bayerische Senf. Aber wir haben sehr schnell festgestellt, dass Senf nicht einfach irgendwas ist, was man auf die Wurst schmiert, sondern dass es einfach dass es eine Tiefe besitzt. Wie man das Senfkorn verarbeitet, wie man damit spielen kann, wie man mit dem Geschmack, mit der Schärfe, wie man das. Also das ist eine richtige Herausforderung und hat mehr und mehr Spaß gemacht, so wie man Musik macht. Wir haben komponiert. Und da ist in erster Linie mein Partner, der Louis dran, der als Lebensmitteltechniker sich früher mit Limonaden auseinandergesetzt hat. Der war natürlich der Richtige da auch, um ganz tolle Rezepte zu entwickeln. Und das hört nicht auf. Also eigentlich hätten wir jeden Tag eine neue Idee. Das, was entscheidend beim Senfmachen ist, ich habe hier mal braune Senfkörner und ich habe hier gelbe Senfkörner. Die Senfkörner, wenn sie vom Feld kommen, schmecken erstmal nach nichts. Die schmecken wie Weizen oder was Mehliges, was man im Mund nimmt. Erst wenn man drauf beißt und das zerkaut und die Senfkörner mit Wasser in Verbindung kommen, passiert ein enzymatischer Vorgang, der zuerst in eine bittere Note geht und dann in die Schärfe. Die Kunst beim Senfmachen ist, wie bringe ich den Geschmack über das Bittere zur Schärfe und wie stelle ich die Schärfe ein, wie viel Schärfe will ich haben. Wann gebe ich Essig dazu, wann gebe ich Salz dazu, das ist praktisch das Verfahren. Die Hälfte ist Rezeptur und die andere Hälfte, wie mache ich es. Das ist eigentlich das Geheimnis.
ist eine Tubenfüllmaschine von 1963, die schon 100 Millionen Tuben hinter sich hat und immer noch total super funktioniert. Die Erika und die Karin seit 5 Jahren schon bei uns, seit wir hier sind. Hier wird es jetzt laut, wir haben hier verschiedene Maschinen gleichzeitig laufen. Das ist die Produktion und da wir über 50 verschiedene Produkte haben, muss man natürlich für jeden Senf oder für alles, was wir machen, die Maschinen zusammenstellen. Das ist wie ein Schweizer Taschenmesser, wo man verschiedene Werkzeuge ausklappen, einen Senf herstellen und dann wieder wegpacken. Da wir keine Halbfertigprodukte verwenden können, entölen wir mit einer kleinen Ölmühle und mahlen dann Senfmehl da drauf. Wir haben 4 verschiedene Arten Senf herzustellen. Süßer Senf wird gekocht. Also wir sagen kochen, aber es sind 60, 70 Grad. Die Karamellnote, die früher entstand, wenn die Geschichte sagt immer, die Oma hat den glühenden Schürhaken durch den Senf gezogen, da hat es Zucker karamellisiert. Wir karamellisieren vorher und bauen darauf den süßen Senf auf. Mittelscharfer Senf zum Beispiel oder verschiedene Fruchtsenfe werden in einer Steinmühle vermahlen. Das heißt, man kann es so fein einstellen, dass es halt sehr cremig ist. Das ist ein Vermahlen. Dijon-Senf, wir stellen auch Dijon-Senf her. Wir dürfen das auch so nennen, weil wir das Reinheitsgebot einhalten. Reinheitsgebot ist Wasser, Salz, Senfkörner und Essig. Und das ist eigentlich die Urmutter des Senf. So schmeckt Senf. Da ist kein Zucker und keine Gewürze dran, sondern das ist der Senf. Ist sehr aufwendig herzustellen, weil diese fermentierten, gequollenen Senfkörner werden durch ein Sieb passiert. Und das, was übrig bleibt, ist die Essenz aus dem Senf.